Hallo, schön sind ihr hier bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir machen an unserem kleinen Büchlein weiter. An unserem kleinen Journal, wo wir einfach das hier, das Cover grundiert haben mit Gesso. Mittlerweile ist hinten und vorne alles schön trocken. Und wir haben die Signaturen gemacht, die zwei. Und ich komme jetzt hier rein. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich gerne möchte den silbrigen Gummizug nehmen. Das macht alles ein bisschen einfacher. Was ich heute unbedingt noch möchte machen, ist das Rändchen hier schön machen, weil mit dem Gesso habe ich zwar schon so probiert, so wie hier, ein bisschen die Farbe hier rein zu stopfen, in das Karton rein, aber das ist mir nicht überall gleich gut gelungen und darum ist das ein bisschen hässliches Rändchen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich nehme doch hier das herzige Bändchen. Und wenn ich das wirklich ganz schön in der Mitte drauflege, es ist zwar ein bisschen klein, aber so sieht doch das recht herzig aus. Und auf der anderen Seite innen auch gibt es zwar nur ganz ein dünnes Rändchen, aber ich glaube, das wird recht herzig. Für das habe ich mir da schon mal meine Heißleimpistole vorgeheizt. Und die das letzte Mal und das vorletzte Mal dabei waren, die wissen, wir haben noch ein zweites, wo ich auch noch Signaturen habe, schon parat gemacht, aber die habe ich noch nicht so schön beklebt wie die hier. Ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen. Ich habe gemerkt, das ist ein riesen Aufwand, hier auf jedes Seitchen so ein Ding draufkleben und das noch ein bisschen mit Gesso anzumalen und dann schauen, dass nicht die ganze Seite immer mühsam zusammenkleben. Ja, für das hat es mir noch nicht gelangt. Darum würde ich sagen, wir machen jetzt einfach an dem hier weiter. Vielleicht tun wir hier auch dann noch ein Rändchen aufkleben, das können wir machen. Aber die Signaturen reinkleben, mit dem Gummizug, das machen wir jetzt einfach mal bei dem zuerst. Gut, ich fange an mit dem Rändchen. Und zwar denke ich fange hinten unten an. So an, oder vielleicht sogar gerade hier, weil da muss schon auch noch irgendwie etwas drüber reinkommen. Genau, also hinten, unten, hier ein bisschen, dass ich es nachher verstecken kann. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal hier oben ein bisschen Leim drauf. Zack, und dann, oh, es läuft schon ab, Hilfe. Oh Mist. Oh, ich bin nicht so gewohnt mit Heißleim. Ui, ich hoffe, das gibt kein riesiges Geschlirr. Habe ich zu viel Leim drauf da? Das quillt so raus. So, nein, ich glaube, das kommt gut, oder? Oder gibt es das mega Obergekleber? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen kleinere, kürzere Schritte machen hier. So, und dann geht drauf und schön runterdrücken. Und hier die Löcher wegputzen. Oh, ja, okay. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, ob es gut kommt. So. Das Gute an diesem Bändchen ist, dass ich hier in der Mitte einen schönen Topf habe und dann kann ich den wirklich immer ganz genau oben auf der Kante haben. Da sehe ich es auch immer gerade, wenn es zu dem Loch ausquillt. Dann weiss ich, dass es schön in der Mitte ist und dass ich nachher dann oben und unten, oder besser gesagt innen und außen, gleich viel Rändchen habe. So, und sieht jetzt das blöd aus, wenn das so fest verklebert ist, verleimt. Nein, ich glaube, es kommt gut, oder? Ja, ja. Ich glaube, es kommt gut.
Jetzt gehen wir doch einfach mal rundherum. So, und wenn ich so Eckchen habe, die jetzt hier noch ein bisschen aufstehen, das kann ich dann am Schluss noch überall durch und alles runterleimen, was noch irgendwie blöd absteht oder so. He? Soli, ey, mega cool. Ich finde, es sieht extrem herzig aus. Es ist super gegangen, mit dem Heißleim das anzuklemmen. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, wie das aussieht mit den Signaturen drin. Nehmen wir hier mal ein bisschen Gummizug. Wie viel brauche ich? So, noch ein bisschen anziehen. So. So, und dann haben wir doch gerade noch ein zweites. Ich kann ja beim anderen genau gleich Gummizüge auch schon ein wenig rein tun. Auch wenn die Signaturen noch nicht parat sind. So, das schneide ich doch noch ein bisschen ab, das Fötzel. So. Zack. Und komm. Und zack. So. Dann schauen wir noch mal. Einmal rundherum. Und so. Ja, können wir den aber schon ein bisschen anziehen. So. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Da kann ich jetzt gerade an dem ein bisschen messen. So, wie viel haben wir gehabt? Etwas so viel. Ja, das kommt etwa her. Gut. So. Jawohl. Ich kann ja die auch noch reinnehmen, wenn mich das stört. Die Zettel hier. So. 1 und 2. Ja, das ist doch gut. Aha, ich könnte ja das jetzt auch so machen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. So. Und dann weiss ich ja, wie viel das da oben muss rausschauen muss. Etwa so viel. Ja. So, das ist ja viel einfacher so. Gut, wenn wir wieder etwas gelernt haben. Da. Also. Zack, jawohl. Einmal und zweimal.
Solig. Aha, jetzt, ich kann ja hier noch irgendetwas draufkleben. Mhm. Das war ja auch noch, weil das ist ja hier nicht so schön. Genau, und dann brauchen wir noch irgendein Streifchen. Oder könnten wir das auch mit... Oh, aber schau mal, wenn wir das auch mit dem machen würden. So. Dann könnte man nämlich hier wieder so schön über das Käntchen. Eins in der Mitte und eins hier. Moment mal, wie sieht das aus? Ui. Brauchen wir mal 3. Eins in der Mitte. Und eins links. Oh, kann ich das auch so anschauen, dass ich das sehe, wie es aussieht? So. Und so. Nein, dann müsste man das fast drüber nehmen. Also. Wäre schon noch herzig. Oder das nicht und nur so. Nein, nein. Nein, nein. Nein, ich glaube, ich mache das. Ich mache das gerade einmal so und einmal so. Gut, dann müssen wir wissen, wie lange das die sein müssen. So. Und dann brauchen wir von diesen 3. 1. Und 2. Und das dritte. Und vorhin schon die Heisslim-Stollen ausstecken. Jetzt bin ich gerade froh, habe ich es noch nicht gemacht. Sonst müsste ich ja noch einmal aufheizen. So, also dann kleben wir jetzt das hier rein. Ich hoffe, das tut mir jetzt hier nicht zu fest dann das verstopfen. Also so, dass ich es dann immer noch gut falten kann. Die Finger in den heißen Leim hineingeben. Ja, ist das jetzt echt nicht so eine schlaue Idee gewesen. Wahrscheinlich hätte ich eher sollen. Ich habe jetzt hier in die Kanten Leim gefüllt, aber dann kann man es ja dann vielleicht nicht mehr gut bewegen. Vielleicht hätte ich gescheiter links und rechts sollen. Ja, ich glaube, das ist gescheiter. Gut. Probieren wir es. Probieren wir es einfach. Oder soll ich sowieso gerade so? Weiß es auch nicht. So, ja, also. Probieren, geht manchmal überstudieren. Manchmal auch nicht, aber in dem Fall einfach mal machen. He? So. Mama, ich glaube, das kommt gut. Zack, ja. Ja, ja. Ich glaube, es kommt gut. So, oh mein Gott, ist das schnussig. Es ist zwar auch innen ein bisschen ein Gequetsche, aber ich glaube, es kommt gut. So, jetzt, meine Finger sind auch komplett eingeleimt. Aber jetzt wollen wir noch mal schauen. Wenn man jetzt so goldige so Gummizug hat, das würde ja noch fast viel besser aussehen, habe ich das Gefühl. So, aber jetzt ist es eben silbrig. Ich finde, Silber passt doch auch zum Weiß gut. So, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, die schön zu platzieren. Wenn das da so ein bisschen uneben ist, aber ja.
So, also jetzt tun wir noch die mal rein. Erste Signatur. So. Einmal einfädeln. So. Jetzt den Knopf wieder ein bisschen in die Mitte bringen. Aha. Gut. So, ja, vorne kommt es ein bisschen raus, das macht nichts. Und Nummer 2. So. Boah, mir denkt, es ist wahnsinnig viel Papier. 2 mal 9 Seiten. Das ist ein bisschen viel. Hätte ich also nicht gedacht, weil wenn man sie so unbeklebt anschaut, ist das so recht mickrig und dünn. Und da habe ich jetzt wirklich auf jede Seite einfach nur so ein Fötzchen drauf geklebt. Und es ist schon extrem fett geworden. Ja, gut, also. Aber so funktioniert es einmal noch gut. Und wenn wir da noch irgendwie so einen kleinen... so ist es ja. Halt, stopp, irgendetwas stimmt nicht. Wenn wir noch einen Verschluss dran machen, wollte ich sagen. Aber jetzt habe ich sie verkehrt rein da. Schlau. Oh nein, das ist ja gar nicht vorne, das ist ja vorne. Ja, also. Selber noch einmal. Zack. Ehrlich, es ist heiß. Ich glaube, es ist einfach zu heiß. Mein Hirn schmilzt. So. Jetzt ist gut. Jetzt stimmt's. Oder? Ja. Aber das ist so. Ja. Ja, genau. Oh, echt. Ich glaube, ich brauche eine Abkühlung. Ein Eiskaffee oder so. Sehr geil. So, jetzt stimmt's. Aber da vorne ist natürlich das noch nicht so, wie es sollte. Ich habe da noch irgendetwas vor. Ich möchte dann irgendein mega cooles Bild oder die erste Seite einfach so cool machen. Und dann eben, ja, wie gesagt, noch irgendwie etwas zum Verschliessen, so irgendwie mit einem Knopf vielleicht. So, das wäre ja cool. Oh, würde das herzig aussehen. Aber das ist, glaube ich, zu klein. Also ich muss da irgendein anderes Bändchen nehmen. Aber so, das hier hinten anmachen. Und dann hier vorne irgendwie mit einem Knöpfchen anmachen. Das wäre ja cool. Oder mit einem Magnetli, aber ich habe keins. Das Magnetli habe ich nicht. Aber das wäre auch hübsch. So, und vorne ein cooles Bild. Tja, also, hey, ich tue jetzt hier auch mal schon die rein, obwohl ich die jetzt gar nicht beklebt habe. Einfach mal rein, dann sieht man auch, wie es aussieht. Okay. Einmal. Und zweimal. Und vielleicht muss man dann ja auch da nicht auf jeder Seite etwas rein tun, damit es nicht so fett wird wie das. Ich habe mir gedacht, dass man vielleicht einfach so Blümchen-Kleberchen rein tun könnte. So, aha, da habe ich den Rücken ja gar noch nicht gemacht. Hey, ich glaube, es ist wirklich einfach zu heiß. Ich glaube, das ist zu heiß für solche Sachen. Ich glaube, wir arbeiten jetzt einfach von jetzt weg an dem hier weiter und ganz am Schluss, wenn wir fertig sind, kann ich ja dann zeigen, wie das noch rausgekommen ist. Weil ich glaube, recht einfach von der Zeit her schaffe ich es nicht, beide gleichzeitig
on-cam fertig zu machen, weil das da hat mich schon irgendwie fast 2 Stunden gekostet, die ganzen einzelnen Dinge da reinzukleben und ich habe mega pressiert. Aber das geht einfach so lang. Ja, von dem her überlege ich mir bis zum nächsten Mal, was ich hier gerne möchte mit dem Loch anfangen. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, wenn euch noch irgendetwas einfällt dazu, zu diesem herzigen Projekt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich mega freuen, von euch zu hören. Auch zum Beispiel, was man mit der Rückseite machen könnte oder was man da noch reinbasteln könnte. Wahrscheinlich nicht allzu grosses Zeug, sonst wird es immer fetter und fetter. Aber ja, vielleicht habt ihr ja noch eine Idee und nachher können wir ja schauen, was man dabei umsetzen kann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!